Der Konflikt zwischen Uiguren und Chinesen schwappt bis nach München. Nach Ende einer Pressekonferenz des Uigurischen Weltkongresses kam es zu Wortgefechten zwischen Uiguren und chinesischen Journalisten. Zuvor hatten die Chinesen den Uiguren indirekt Separatismus vorgeworfen. Folge der Auseinandersetzungen: die chinesischen Journalisten erhielten Hausverbot in den Räumlichkeiten und wurden von der Polizei nach draußen begleitet. Bereits am Dienstag war es bei Protesten auf dem Marienplatz zu Übergriffen von Uiguren auf chinesische Touristen gekommen. Das verurteilen wir, das haben wir auch gleich am Marienplatz. Anschließend für diese Tat habe ich mich entschuldigt, weil das war ein emotionaler und ungedachter Angriff. In den vergangenen Tagen ist es in der chinesischen Provinz Xinjiang wiederholt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Chinesen und Uiguren gekommen. Laut dem Weltkongress hat die Unterdrückung der Uiguren in ihrer Heimat stetig zugenommen. Seit 2006 dürfen sie nicht einmal mehr ihre eigene Sprache benutzen. Wie viele Menschen bei den Auseinandersetzungen der vergangenen Tage ums Leben gekommen sind, ist unklar. Der Uigurische Weltkongress rechnet mit bis zu 800 toten Uiguren. Es ist sehr, sehr schwierig, von diesen Gebieten Nachrichten zu bekommen. Die Leute, die uns anrufen, also unsere Landsleute, riskieren ihr Leben, wenn sie als das erwischt werden. Sie werden bestimmt also eine lebensjährige Haftstrafe bekommen, sogar auch vielleicht getötet. Unterstützung erhalten die Uiguren von der deutschen Politik. So will Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen des G8-Gipfels das Thema ansprechen. Allerdings wird der chinesische Staatspräsident aufgrund der Unruhe nicht anwesend sein. Auch die SPD unterstützt die Anliegen der Uiguren. Landtagsabgeordneter Markus Rinderspacher fordert die Aufklärung der Vorfälle und appelliert an die Konfliktparteien, zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Wir appellieren generell, in einen Dialog einzutreten, die politische und kulturelle Unterdrückung von Minderheiten, insbesondere der Uiguren, aber ich denke auch an die Tibeter in China einzutreten. Dass es zu einem schnellen Ende der Gewalt kommt, ist unwahrscheinlich. Im Gegenteil, aufgrund der Unruhen hat die chinesische Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Zudem wird die Militärpräsenz deutlich ausgeweitet. Die Uiguren fürchten weitere Gewaltexzesse. Und wir haben wieder erfahren, dass jetzt nicht nur Sicherheitskräfte, sondern auch chinesische Bevölkerung in der Hand mit Stocken auf der Straße laufen und nach Uiguren jagen. China feiert in diesem Jahr den 60. Jahrestag der kommunistischen Herrschaft. Anlässlich des Jubiläums will sich das Reich der Mitte als harmonische Gesellschaft präsentieren. Angesichts des Uigurenkonflikts wohl nur ein frommer Wunsch.